Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig und wir widmen uns jetzt mal der Horde. Bin ziemlich sicher, dass wir den nötigen Dünger drüben bei der Iron Butte Ranch finden können. Iron Butte Ranch? Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als ob Jesse und seine Ripper das Zeug noch brauchen würden. Ja. Ich meine, das war doch früher mal ein Golfplatz, oder? Da muss es irgendwo einen Hausmeisterschuppen geben, weißt du, mit Rasenmähern und so. Dünger. Absolut. Ja, ich werde sofort dahin fahren. Und wenn die Luft rein ist, dann sage ich Bescheid und dann kommt ihr mit dem Laster. Ganz genau, Bruder. Okay, Busa Ende. Okay. Horde im Anmarsch. Wir machen das mal so leise wie möglich da kommen. Ja, Ricky, ich höre dich. Ich wollte dir nur danken, dass du uns geholfen hast. Es tut mir leid, dass ich zu spät war. Warst du nicht... Wir kriegen ihn. Skizzo. Wir halten ihn auf, oder? Da komme ich wohl nicht irgendwie an einer Horde Wir vorbei. kriegen den Kerl. Es tut mir echt leid wegen Sarah. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachst, jemanden zweimal zu verlieren. Hey, noch ist nichts verloren. Wir bauen eine große Bombe. Schon vergessen? Schön, dass du wieder da bist. Lost Lake braucht dich. Hey, Hoppla. Ricky, es war nicht sein Fehler. Iron Mike, ich meine, er wollte immer nur das Richtige tun. Ich weiß. Ricky, Ende. Okay, also so einfach geht's wohl nicht mit der Horde. Hier wird einfach nur Gebiet umrissen, wo sie wahrscheinlich nachts einfach hingehen. Aber da sind wir wohl zu der falschen Tageszeit hier. Hörst du mich? Skizzo. Oder? Na, das Du hast Nerven, mich anzufunken. Hey, da bist du ja. Hör mir endlich zu. Ich wollte das echt verhindern. Ja, Dass sie genau. Iron Mike töten. Ich wollte echt nicht, dass es so endet, Mann. Was ein Scheißtyp. Captain, der Colonel will Sie umgehend sprechen. Ja, ist gut. Ich gehe Wow. gleich rüber. Captain, hast dir ja ruckzuck eine Beförderung erschlichen. Das gibt's doch gar nicht. Dieser Army-Kram interessiert mich echt einen Scheiß. Du musst mir jetzt zuhören, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Skizzo. Auch gut. Ich wollte nur, dass du weißt, als Kure dich rausgehauen hat, ist der Colonel durchgedreht. Er dachte, sie hängt mit drin. Er ist voll durchgeknallt. Er jagte Lieutenant Whittaker. Er wollte sie töten. Deke! Deke! Ups. Ja, ich höre. Ich habe das verhindert, Deke. Ehrlich. Ich sagte ihm, dass wir Giftzeug brauchen, vielleicht um Freaks damit zu töten oder was auch immer. Was ist mit gegnerischen Camps? Die haben doch Wasservorräte. Was, wenn wir ihnen eine Dosis Schierling verpassen? Boah, Alter. Und dass so ein Scheißtyp auch noch jetzt Captain ist, das kotzt mich gerade am Das allermeisten könnte an. viele Probleme lösen. Wie auch immer. Dem Colonel gefällt die Idee. Ich soll mich um die Arche kümmern. Ich soll sie absichern. Sie erstattet jetzt mir Bericht. Mir. Ups. Was willst du, Skizzo? Ich wollte dich nur warnen, Mann. Funktioniert. Sie kommen. Ich kann nichts tun. Sie kommen. Und diesmal bringt der Colonel sein ganzes Gefolge mit. Soll er doch. Wir bleiben jedenfalls genau Hier. Okay, das wird hier. wohl das Gebiet Und sein. wenn er Ne? kommt, sind wir dieses Mal vorbereitet. Hey, Das sehe Deke. ich nur ein einzelner Freaker. Der Colonel wartet. Ich komm gleich, verdammt. Verschwinde. Hey, Deke. Ich muss jetzt los. Ich werde Lieutenant Whittaker aber von dir grüßen. Captain Sarkozy, Ende. Was ein Ekeltyp. Verflucht seist du, Skizzo. Moment. Oh, natürlich nochmal ein Hinterhalt. Ouch. Alter. Ach, scheiß drauf. Woher kommen jetzt die ganze Scheißtype plötzlich? Glaubst du, das geht gut? Mann, Gott, verflucht nochmal! Nein! Ups. Gott. Und aus dem Nichts kommen wieder irgendwelche Arschgeige raus. Gott. Jemand! Hilf mir! Bitte!
Moment, da kann ich da irgendwas rausnehmen. Ah, ein Airbag. Okay. Ah, das ist ein einzelner Chip gewesen, den man hier befreien konnte. Ah, verstehe. Okay, Ich bin dran, halt durch. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Camp? Da gehe ich hin. Oh, zeig's mir. Okay, wir bringen uns zu Iron Mike, dass wir doch volles Vertrauen haben. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel. Jo, Trophäe erhalten. Beste Freunde für immer. In Klammern für, keine Ahnung. Allein hätte ich In es nicht Gold. geschafft. Danke. Trophäe sogar in Gold. Es war Deacon St. John. Cool. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straße. Wir schlachten noch die Bikes aus. Holen uns doch den Schrott, den wir für die Reparatur gebraucht haben, weil ich mal wieder so gnadenlos gegen den Felsen gedonnert bin. Ja, weil ich halt der begnadete Fahrer bin. Okay. Da sind natürlich auch noch ein paar Kerle hoch. Ich will denn ihr Ekelbikes gar nicht haben, diese Schrottdinger. Ich will eigentlich noch haben, was die bei sich haben. Ja, okay. Das bringt mir nichts. Und dann fahren wir wieder weiter. Okay, damit haben wir eine Gold-Trophäe sogar verdient im PlayStation Store. Das ist doch ziemlich cool. Und haben volles Vertrauen beim Eise Michel Camp. Als nächstes würde ich sagen, machen wir das bei Copeland, ne? Wenn wir wieder irgendwelche Leute finden, jagen wir die zu Copeland. Das ist noch das zweitbeste Camp. Tucker wiederum. Ich will niemand so Sklave machen, ohne Scheiß. Nicht wissentlich. Nur wenn sonst keine andere Option übrig bleibt. Ich sollte ab jetzt auch aufpassen. Ab jetzt könnten so Straße-Attacke absolut auf der Tagesordnung sein. Hier ist auch wieder Horde, angeblich, ja. Westfire Horde. Ah, jetzt kommt wieder dieses Vertrauen erhöht, endlich mal, ne? Ich komme irgendwie nicht klar, dass dieses B-U-U-T wie Butte ausgesprochen wird. Für mich ist es einfach der Butt, der Innere, der Bobbes. Die Eise Bobbes Ranch. Ja, jetzt versuchen die wieder mit ihrem Scheiß mich einzulullen. Wir wollen doch nur reden. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Was für Dummschwätzer. Ich meine, wenn sie es wenigstens ernst meinen würden, ne? Ich sehe dich dann. Und ich sehe dich. Und jetzt ist er tot. Oh, was sind sie dann? Die Mistkerler. Wir plündern erstmal, was da rumsteht, noch von deiner. Oder rumliegt. Ja, haben wir alles voll. Hier soll hier auch noch irgendwo Horde sein, angeblich. Aber ich vermute wirklich nur die Dinger, die nicht als Fixpunkte sind, wie hier beispielsweise, sondern nur so als Gebiet irgendwie markiert wurden. Da gehen die wahrscheinlich nachts hier, um dort im gemütlichen Kollektiv beisammen zu sitzen und die Tagesereignisse zu besprechen, ne? Ist so wie so ein Gentleman's Club, so Horde. Weißt Bescheid. Hier gibt's nichts, außer irgend so ein Skinner. Da holen wir uns natürlich auch nochmal alles, was wir holen können. Und ja, ich vermute, wie gesagt, das werden so Treffpunkte für die Horde sein, wo sie sich nachts einfach irgendwo hinkauern und dann gemeinsam da rumsitzen und eklig sind. Okay. Da aber Tag ist, kommen wir hier glücklicherweise auch vorbei, ohne dass wir überall auf eine Horde treffen. Die Sache ist halt, dass wir uns der Quest auch durchaus widmen können, wenn es mal sonst nichts mehr gibt und wir die Hordenkiller-Sache einfach beendet haben wollen. Ja, da kommen wir ins Ripper-Gebiet wieder. Ah, da war mal ursprünglich, ach, weiß. Das wird sich gleich ändern, denke ich. Ja, Ripper. Ah, da liegen noch ein paar von den halbnackige Ripper. Das steht also noch nicht unter Milizkontrolle. Die werden sich auch ganz schön wundern, wenn sie in das Gebiet einmarschieren, wo mal Ripper waren. Was das für kranke Schweine waren. Alter. Das ist echt eklig.
Wie viele Drifter habt ihr heute schon gekillt, ha? Ja, das denke ich mir, wenn ich euch sehe. Okay, wieder irgendwelche Raider. Huch. Ach. Moldo, das sind Ripper. Und ein Freaker. Hab dich. Ja, gibt's gleich mal eine Öhrle. Und das war auch noch ein Ripper. Ach, Motto. Also anscheinend habe ich nicht nur alle direkt ersäufen können, sondern zusätzlich kommt noch dazu, dass wohl ein paar überlebt haben. Und manche haben sich wahrscheinlich, also eine Gruppe Ripper hat sich zumindest mal ins Deschutes County Milizgebiet verpisst. Und andere von denen scheinen sich wohl auch hier wieder in ihrem alten Gebiet versucht haben, also nicht. Noch so ein Neurotorsen. Lecker, lecker. Hat aber wenigstens ein gutes Medikit bei sich. Immer hier. Dann gehen wir hier wieder hier. Interessant, wie manche von denen einzeln irgendwie oder in Paaren noch überlebt haben. Das waren wohl jetzt nur 2 Ripper, ne? Und ein Freaker haben sie noch an der Kette oder was bei sich gehabt, hat sich gelöst, hat noch der andere Ripper abgemurkst. Ganz bezaubernd. Na dann, decken wir mal die Karte weiter auf. Noch so ein Nero-Typ gepfählt. Lecker. Sind das eklige Dreckschweine. Ja, vor Ripper muss man immer noch ein bisschen aufpassen anscheinend, ne? Ja, das haben sie nur... Und kaum gucke ich mal einfach die Umgebung an. Und kaum gucke ich mal die Umgebung ein bisschen an, kommen schon die ganze Mistkerle. Befreie dich! Oh Gott! Ja, das war der mich wahrscheinlich mit dem Paddel niederschlagen wollte. Mistkerl. Okay, offensichtlich sind die wieder da. Und klar, auf die kennen sie einen besonders guten Hass. Wow. Ich werd da gleich verirrt, du Scheiß-Typ. Ja, dann krieg ich nämlich. Aber den Ende habe ich noch vom Bike runtergemäht. Scheiß-Typ. Naja, ein Airbag hat er bei sich. Warum nicht? Können wir gleich aufmachen. Ja, Holzauge sei wachsam. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab immer in der Landschaft wieder rumgeguckt. Glücklicherweise waren die weit genug entfernt, dass sie mich nicht noch erwischt hätten und niedergemacht hätten. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Ich glaube, ohne Scheiß, ich bin so blöd, dass ich wirklich in jeden Dappische Hinterhalt mittlerweile reingurk. Und es hat mein Motor auch noch geschrottet. Ich krieg das schon hin. Komm, machen wir. Und ich verbrauche hier mittlerweile nur noch halb so viel Schrott durch mein cooles Gimmick. Warte mal. Kann ich von dem Schrottbike vielleicht auch noch was rausholen? Bike zerstört. Schade, schade. Ja, ich muss wirklich aufpassen. Ich sollte tatsächlich wirklich mehr auf die Strohs achten. Sonst wäre ich wieder irgendwo gefangen genommen und habe wieder keine Ausrüstung. Dann stehe ich wieder da wie Karl Arsch bei der Musterung. Okay, dann geht es jetzt wieder auf der Seite Strohs. Aufpassen, aufpassen. Hirsche sind hier auch wieder. Wir gucken uns das mal an. Können wir vielleicht auch noch ein paar Sachen abstauben. Nix. Ich glaube, an die Stelle würde ich auch wirklich mein Bike absolut eifersüchtig hüten. Es muss nur irgend so ein Arschloch hier vorbeifahren, sieht mein Bike und schnappt sich das, weil es einfach 1000-mal besser ist als diese Schrottstandard-Dinger. Teufel. Abgebissenes Skelett. Irgendwas mit Rising. Ja, nette Type halt. Können wir noch irgendwas basteln? Ne, uns fehlen die Kanne einfach. Uns fehlen kleine Rohre. Und die Ripper-Mucke fängt hier wieder an. Und wir machen einfach mal ein paar Attraktoren mehr noch. Ein Bomber. Einfach, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Zeug plündern können. Uns fehlt Schießpulver jetzt. Ja, ich befürchte. Wow! Ach, die hält sich als... Was für Scheißtype!
Die geben sich hier als tote Freaker aus. Und sobald man dem Brote irgendwie traut, weil man denkt, ja, das sind ja einfach nur ein paar tote Freaker, kommen die Scheißtypen, stehen auf und machen einen Überfall. Ist das heavy? Leck mich doch am Arsch. Sind das ein paar abgewichste Scheißtypen. Ja, offensichtlich habe ich nicht alle erwischt. Meine Fresse, ist das ein ekliges Gebiet nach wie vor. Gut, das sind wieder ein paar Arschlöcher, wenn ich ja die Leute hier plündern und angreifen. Ich gehe nochmal kurz für die Vervollständigung von der Karte halber einfach mal in das Gebiet nochmal. Noch ein bisschen umgucken von da. Gerade auch was die Kreuzung hier angeht. Ja gut, eigentlich schade, dass ich hier die Ripper abmurksen muss. Ich meine das wirklich auch ernst. Es ist schade, dass ich die Ripper hier töten muss. Weil, nicht aus Sympathie, bestimmt nicht. Sondern es wäre das Beste, wenn die Arschgeige von da unten nämlich hierher kommen. Müssten sie sich teilweise auch hier mit einer Ripper rumschlagen. Und da hätten sie ein paar absolut abgewichste Feinde gegen sich. Es wäre cool, wenn die sich gegenseitig abmurksen würden, die Miliz und die Ripper. Okay. Einmal kurz Wende. Und dann weiterfahren. Ups. So. Weiter in das Gebiet. Nach wie vor aufpassen. Vielleicht mit Vollgas immer noch fahren, ne? Stolperfalle und so. Ich bin bisher wirklich in jede Reihe getappt, auch wenn ich sie gesehen habe. Immer kurz davor. Da sind bestimmt Wildtiere oder so noch aktiv. Oh oh. Oh oh. Irgendein Boss wird mal angezeigt. Was ist da? Rennen gegen die Zeit. Vernichte die Horde. Das heißt, hier wird mal schon die Horde angezeigt. Wow! Scheiße! Wo kam der dann her? Ach du liebe Zeit. Boah, Entschuldigung, Ketzel. Boah. Der kam unerwartet. Aber ja, ich habe mir das schon gedacht, die Horde wären nicht umsonst hier auf der Karte überall angezeigt. Ich hatte ja schon die Vermutung, dass Deke sich jetzt Zeug holen muss aus Gegenden, wo wirklich die Horde drin sitzen. Und ich war etwas irritiert, weil mir das halt angezeigt wird, aber der Berglöwe wird mal von dahin wohl gefolgt sein. Okay. Wir sind jetzt hier schon fast in dem Gebiet drin. Ich will eigentlich auch nicht mehr Lava, als ich muss. Ob man die 7 Minuten reichen für die Horde, kann ich auch noch nicht sagen. Also natürlich so leise wie möglich zu sein hier. Wir parken hier am Wegesrand. Und kümmern uns so um das Gebiet. Scheiße, nein. Das ist eine Horde. Das ist eine Horde. Ich muss sie erledigen, bevor Ricky hier ankommt, sonst macht sie alle auf uns aufmerksam. Hey, Busa, sag Ricky, dass es noch ein bisschen dauern wird, weil uns steht hier eine riesige Horde im Weg. Eine Horde. Sollen Ricky und ich kommen und helfen? Nein, ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man das lieber alleine macht. Es reicht ja, wenn einer um sein Leben rennt. Okay. Außerdem sagt Ricky, dass du jetzt der neue Sicherheitschef bist. Also musst du ja, im Camp bleiben, deine Marke polieren, Leute rumscheuchen, sowas. Ja, klar. Oh, da sind sie. Alles klar. Naja, Mike ist tot und vielleicht wählen sie einen anderen. Schicken mich wieder Unkraut jeden. Glaube ich nicht. Hey, mich wird's echt nicht jucken, Mann. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ricky will jetzt wieder loslegen. Loser Ende. Machen wir einen Traktorbomber. Und zwar direkt in ihr Drecksloch, wo sie sind. Dann schmeißen wir noch ein paar Napalm-Mollys rein. Ein paar mehr. Oh oh, ich glaube, die hätten mich. Ja, jetzt geht die Rennerei los. Okay, weiter. Warte, bis sie hier sind.
Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Das man kann ich wirklich auch die Arena nutzen. Rennen, 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 Deacon. Ja, ich habe schon viel ausgemerzt von denner. Okay, wieder ein paar Wenniger. Nicht noch mein eigenes Zeug benutzen. Ach, hier, Achtung. Trick 17. Oh, ich habe kaum noch... Ich habe kaum noch Ausdauer. Oh, scheiße. Wow, das hat mich gerade selber gekillt. Das war natürlich sehr clever. Na gut, da war ich ein bisschen zu notrar. Aber immerhin, der Gedanke zählt, ich verschwende nicht nur meinen eigenen Scheiß, sondern ich kann hier die Arena mit einbeziehen. Sollte man auch wirklich machen. Bei Horde habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich das wirklich mache. Die sind natürlich wieder bei voller Gesundheit. Grummel, grummel. Okay. Vernichte die Horde, machen wir nochmal von vorne halt. Gucken wir, dass wir vielleicht am Anfang noch ein bisschen besseres Versteck kriegen. Aber nach wie vor mag ich ja relativ nah wieder parken. Scheiße, nein. Das ist eine Horde. Das ist eine Horde. Ich muss sie erledigen, bevor Ricky hier ankommt, sonst macht sie alle auf uns aufmerksam. Hey, Busa, sag Ricky, dass es noch ein bisschen dauern wird, weil uns steht hier eine riesige Horde im Weg. Eine Horde. Soll Ricky und ich kommen und helfen? Nein, ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man das lieber alleine macht. Es reicht ja, wenn einer um sein Leben rennt. Außerdem sagt Ricky, dass du jetzt der neue Sicherheitschef bist. Also, Okay, ich kann nach der Neve das noch avisieren. Ja, im Camp bleiben, deine Marke polieren, Leute rumscheuchen, sowas. Ja, klar. Ich habe keine Marke gekriegt. Naja, Mike ist tot und vielleicht wählen sie eine andere. Schicken mich wieder Unkraut hier. So. Dann eliminieren wir hier noch, was möglich ist. Und weiter. Okay, weiter, weiter, weiter. Das war dumm. Aber ich habe wieder einige mitgerissen. Wir gehen... Opala, wir gehen wieder ins Hordegebiet rein. Da ist ein Tanklaster. Dann können wir wegfetzen, wenn die hier in der Nähe sind. Ja, das hat, glaube ich, wieder ein paar eliminiert. Okay, die kommen von dort. Tanklaster. Immer einen kühlen Kopf behalten, wenn möglich. Wieder welche tot? Oh, leck. Hier bleiben wir der Rohrbomber. Nein, Rohrbombe, Dick. Guter Junge. Oh, der hat wieder einen Molotow genommen. Kein guter Junge. Wir nehmen Rohrbombe. Dick. Wir nehmen Rohrbombe. Hoschkehrt, Kerl. Viel Spaß. So, ist noch was. Hoppala. Ja, Level gibt's nach wie vor. Weil wir so ein schnaffter Typ sind. Okay, weiter, weiter, weiter. Wieder was. Uppala. Wieder ein bisschen was weniger. Ein paar Jungs. Oh. Jetzt wird's aber ein bisschen viel. So viel Gruppe kuscheln will ich dann auch nicht. Wo gibt's noch was? Ja, da gibt's noch was zum Hochjager. Da kommt so ein wunderbarer Engpass. Kommt her, kommt her. Okay, das war dumm. Das war überhaupt nicht gut. Wir brauchen immer Rohrbomber. Autsch. Autsch. Auch, renn doch. Ich brauche nochmal hier Heilung. Und weg, weg, weg. Da wieder ein paar in der Totgerissen. Ja, ich brauche noch ein bisschen Ausdauer. Deswegen joggen wir jetzt einfach mal gemütlich.
Und die Horde ist nicht schneller als ich, wenn ich renne. Wir probieren es nochmal Versuch 2. Bisschen näher. Und wieder welche weg. Almost done, ja. Oh, die! Nein! Alter! Ihr widerliche Scheißgestalter! Renn, 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 renn! Okay, allzu viele sind sie nämlich. Oh, Nochlade sollte ich schon, ne? Wo sind denn noch mehr von deiner Baumstämme, die ich nutzen kann? Ah, da ist noch ein Tanklaster. Hervorragend. Nur ein bisschen aufpassen. Okay. Das haben wir doch gleich. Ah, das sind nämlich viele. Ja, komm schon. Aber als jetzt ist anscheinend die Horde-Killer-Zeit, guck mal. Und der letzte. Oder? Nee. Irgendwo hechelt's noch. Da ist er. Last Man Standing. Das, mein Freund, War der waren letzte. alle. Oh Oder mein so, Gott. ja. Boseman, hörst du mich? Die Luft ist rein. Holy Ihr moly. könnt jetzt den Laster rüberbringen. Ja. Da sind Gebäude westlich vom Golfplatz. Irgendwo dort werde ich warten. Verstanden. Hey Dick, wir haben eine Überraschung für dich. Leck mich am Arsch. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, liegen Ende. Boah, das sind jetzt wieder genug Freaker-Ohren für mich. Leck mich am Arsch. Und ich jetzt sage, liebe Leute, das hat mich jetzt zwar wieder ordentlich Zeug gekostet, aber die Horde ist platt. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, erheblich mehr die Arena zu nutzen, dann spare ich mir mein eigenes Schampel aufzubrauchen. Aber ich jetzt sage, wie gesagt, ich mache an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone of Pelzig, wo wir dann hier entsprechend warten. Die Horde ist ja jetzt gesäubert. Also, machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder. Kann ja wieder nur lustig werden. Iron Yankee.